Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch oder wie immer noch ein paar Leute sagen. Das Video der Schande. Ja, was eine Schande, Leute. Und das am 6. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Hertha BSC Berlin. Aber bevor wir über die sprechen, müssen wir zuallererst mal über das Klima sprechen. Und das Klima in der Mannschaft war ja gerade zuletzt beim Derby ziemlich mau. Ja, das kann man so sagen. Von Reizklima war dann wirklich überhaupt nichts zu spüren. Ne? Wir haben überhaupt die letzten beiden Spiele torneutral haben wir die gestaltet. Ne? Und das kann natürlich kein Konzept sein für die Zukunft, denn dann geht uns irgendwann die Luft aus. Ja, so ähnlich wie dem Schiedsrichter in München und den Fans ja auch. Direkt von Anfang an ist denen die Luft ausgegangen. Wobei der Schiri war natürlich eigentlich auch ein Bayern-Fan. Aber mal ganz im Ernst, Leute, was für eine katastrophale Atmosphäre in diesem Münchner Olympiastadion. Ist es ja nicht mehr, in dieser Arroganz-Arena. Also ganz ehrlich, denen muss man dringend empfehlen, dass sie endlich mal einen Klimagipfel einberufen, denn die Atmosphäre im Stadion ist wirklich völlig für den Arsch. Übrigens nicht nur im Stadion, außerhalb des Stadions verpestet Herr Hoeneß die Luft. Ne? Ich weiß nicht, was der atmet, ne? Aber was rauskommt, ist ganz schön giftig. Boah, was ein Vogel. Und das gilt übrigens auch für diesen freundlichen Herrn von der Bild-Zeitung. Oh ja. Denn der hatte ja wieder nichts Besseres zu tun, als am letzten Sonntag bei Sport 1 im Doppelpass zu sitzen und schon wieder die Story zu erzählen. Die Traditionsclubs haben das Problem, dass sie von Ultra-Gedankengut unterwandert werden. Der Beleg dafür, der meint, unsere Live-PK mit dem Vorstand sei der Beweis für seine These. Oder mit seinen Worten: Das Video der Schande. Mal ganz ehrlich, Leute, ich glaube, der schüttet doch mindestens bewusstseinsverändernde Substanzen in seinen Füller hinein, oder? Ich glaube, die Bild kann man in Zukunft nur noch in der Apotheke kaufen. Obwohl auch da ist ja gefährlich mittlerweile, wissen wir. Ne? Was soll man sagen? Wir möchten nicht in einem Klima leben, in dem man das Gedankengut anderer Menschen nicht zur Kenntnis nehmen darf, also nicht miteinander sprechen darf, mit anderen Worten, ja, ohne in irgendeine Ecke gedrängt zu werden oder sogar kriminalisiert zu werden. Tut mir leid, das geht zu weit, da sind wir nicht dabei. Ja, definitiv. Und übrigens, vielen, vielen Dank an den Zuschauer bei Sport 1 im Doppelpass, der andauernd Schwachsinn reingerufen hat. Super, haben wir uns mega drüber gefreut. Und wer uns da einen Tipp geben kann, wer das sein könnte, bitte, bitte schreibt uns an. Ja, her mit dem. Ne? Ich finde übrigens, Armin Fee hätte auch Schwachsinn rufen können. Ne? Also es hätte auf jeden Fall dem Humorklima dieser Sendung extrem gut getan. Wobei ich glaube, dass Armin Fee ziemlich oft Schwachsinn ruft. Möglich. Aber eher so nach innen gerichtet. Ne? Man muss sich das mal vorstellen. Jetzt ermittelt der DFB, nur weil der Armin Fee einen lockerflockigen Spruch gebracht hat. Und der war ja eigentlich, der war nicht nur witzig, sondern der war auch nett. Der hatte recht. Er hatte recht damit. Mal ganz ehrlich, wo landen wir oder wo sind wir angekommen, wenn man sowas nicht mehr sagen darf? Ja, in der heiligen Inquisition. Ne? Hatten wir schon mal, war jetzt klimatechnisch, sag mal, suboptimal. Ne? Gab es viele kluge Köpfe. Ja. Die wurden dann aber alle von ihrem Körper getrennt, ne? Das brauchen wir nicht mehr. Ne? Also dann weg mit diesen Gedanken. Ja? Wir kommen zum Motto. Ne? Ihr habt schon gemerkt, das Klima, es ist uns wichtiger als der aktuelle Gegner. Ja? Und deswegen steht natürlich auf unserem Shirt: Lieber Greta, als Hertha! Ja, so ist das. FC Greta again. Ja. So, 2 ganz klimaneutrale Kölsch. Auf 3 super wichtige Punkte. Prösterchen, Leute, und Prost, liebe Greta, auf dich. Prost. Das schmeckt ultra gut. Ja, und die Punkte sind ja wirklich wichtig wie nie. Ja. Jetzt sind diese 5 schweren Spiele zum Auftakt der Bundesliga sind absolviert. Wir konnten nur 1 gewinnen. Und jetzt zählt es
gegen Hertha, gegen Paderborn zu Hause, in Düsseldorf, in Schalke. Leute, jetzt müssen wir gewinnen. Das sind mindestens 30 Punkte in den Minimum. nächsten 4-5 Spielen. Macht's gut, Leute.